Habe Dere und Servus und grüßt euch und schön, dass alle wieder da seid. Heute gibt's eine neue Folge und das ist ein Format, das wollten wir einführen, haben wir eingeführt und haben wir ein Jahr vergessen. Und zwar unsere Nippelverhärter 2023. Auf was freuen wir uns so, dass uns die Schreif aufsteht, dass man Brezen aufhängen kann für 5 Mark. Ole, ole. Als wir angefangen haben, waren wir noch voller Elan und Tatendrang und haben es 2021 zusammengebracht, aber letztes Jahr haben wir es irgendwie komplett übersehen. Heute haben wir bloß noch, jetzt haben wir bloß noch und. Ja, genau. Total bescheuert auf alle Fälle. Ist jetzt schon, Mike ist dabei. Hi Mike. Servus, habe Dere. Und Corbinius. Aloha. Spiritus Sancti. Hallo, hallo. Amen. Weiß etwa von euch auswendig, wann, also welche Nummer unsere letzten Nippelverhärter gehabt haben? Ist es schon 100 Folgen her oder ist es 20 Folgen her oder 50? Ist es wieder mit einer Fangfrage von dir oder? Nein. Nein, ich weiß nicht. Nein, keinen blassen Dunst, was das für eine Nummer war. Aber es war eine sehr frühe Nummer, weil, ja, sie war ja Ende von unserem Gründungsjahr, oder? Aber haben wir mir das im letzten Jahr keine aufgenommen? Ich weiß nicht, wie ich mit meiner Zeitung da gesessen bin und hab mir da die Sachen ausgeschrieben. Nein, letztes Jahr das kann ist ich wieder nicht 2 Jahre her. Ja. Also es Kruzifix. war Nippelverhärter für 2021 und veröffentlicht am 15. Februar 2021. Wahnsinn. Irre. Folge 54. Also für Ja, die wollte Leute, ich grad die sagen. uns nicht... Da wo ich jetzt leider wieder mal an unsere Hörer das Wort richten muss, warum sagt uns das keiner? Ihr ist hört mit doch euch? den ganzen Kram, was ihr mir verzapfen und das wisst ihr, wo es nochmal Druck gemacht hat. Nicht einer schreibt, Freunde, nicht einer. Ja, echt Das ist Frechheit. ja, Also, ich weiß nicht, was ist mit da euch los? ist. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Mensch. Wenn wir uns bei der angekündigten Möglichkeit, wo ihr uns live sehen könnt, wo es uns angelangen könnt, dann werde ich in jedem Fall euch aber auch angelangen, weil mir das nämlich angekotzt. Gibt's einen Nippeldreher? Aber hallo, aber richtige Sackschellen und Nippeldreher werden da verteilt, inflationär. Ei. Aha. Aber bevor wir haben jetzt vorher schon 2 Lecks aufgenommen, da haben wir uns schon aufgeregt. Jetzt regen wir uns nicht so sehr über unsere dämlichen Hörer auf, sondern machen wir lieber unseren dämlichen Jahresausblick 2023. Ja, der Mike wird sich auf einiges gefreien, aber so wie der Hurst wäre der 2023 nicht ganz erleben. Ich glaub's auch nicht. Ist ja was ekelhaft. mich gefreut, dass ich bald wieder mal gesund bin. Ich wollte gerade sagen, du freust einfach nur drüber, dass du überlebst, oder? Ja, richtig. Aber mein Motto ist, das lassen wir jetzt dann tätowieren, solange ich nicht speib und scheiß bin ich nicht wirklich krank. Ja, ist und es ist immer noch besser als Du das Hosengeschissen. sollst Arzt werden. Schon, oder? Oder Philosoph. Ja, Er malt mit Worten. ja, schon. Das ist echt unglaublich bei dir. Ich hab da immer Bilder im Kopf, wenn du redest und hörst. Das ist sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Aber ich habe als Vorgabe vom Kani gekriegt, ich darf nicht über Spiele reden. Nein, Okay. wir haben ja in der ersten Folge, ersten Nippelverhärter-Folge, haben wir ja auch Spiele mit eingenommen, aber Überraschung, wir machen jetzt dann monatlich eine Folge übers Zocken. Und wir werden es dann in der ersten Folge auch so machen, dass wir einen Rückblick über unser Zockjahr 22 und einen Ausblick auf unser Zockjahr 23 mitnehmen. Drum heute nur Filme und Serien und Frauen. Und Frauen auch noch. Oh, ui, Tiere, ja. ui, ui. Kabi mag keinen Hund. Ich freue mich schon wieder auf den Korbi, sein Hund. Rote Rakete. Also ich freue mich jetzt dann schon auf den 16.01. Was ist denn da? Weil wir uns da Epsi teilen, oder? Da teilen wir uns was, ja. Ja. Und der Mike, der ist wahrscheinlich noch ein bisschen am Spitzen. Über was reden sie jetzt dann gleich? spitz grad. Trommelwirbel. Weil bei WoW kommt dann die HBO The Last of Us Serie raus. Und ach du Scheiße, bin ich da schon gespannt drauf. Ich bin Vor auch so kurzem heiß. ist ja der zweite Trailer rausgekommen und natürlich haben sie den zweiten Trailer Take on Me auch noch mit einbauen müssen. Und da sitzt er schon da, warnst eigentlich, hast Gänsehaut und weißt schon gar nicht mehr, was los ist. Und dann kommt, am 16. geht's erst los und du sagst, nein! Was ist mit euch? Ich kann keine vom Tag der Aufnahme 12 Tage mehr warten. Ja. Also mich wundert es, dass es so früh kommt. Ich war jetzt von der Geschichte gar nicht so involviert und auf einmal heißt das kommt jetzt dann schon. Wahnsinn. Ich bin ja eher überrascht, dass es so schnell kommt. Ja, naja. Mit der also, Uli, gell? Ja, ich bin sehr gut so. da wird ja schon seit 2 oder 3 Jahren, glaube ich, drüber geredet. Ja, schon ewig in Produktion. Ja.
So, zwar nicht so lange wie Uncharted in Produktion war, aber Last of Us ist auch schon sehr lange im Gespräch. Ja. Und Ja, sehr schön. Lassen wir uns mal überraschen. Also da bin ich auf jeden Fall schon mal in dem Nippelverhärtungsmodus. Das T-Shirt schon durchgestochen, oder? Vollgas. Kannst du für 3 Euro Brezen hinhängen, oder? Ja, genau. Da bin ich dabei. Aber geht Gut, mir für 3 genauso. Euro Brezen sind da nicht gerade noch 2, oder? Wenn überhaupt. Ich glaube, da hat es aber einmal abbissen davon. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich serientechnisch da entweder nicht ganz so auf der Höhe, was das Jahr noch rauskommen kann, aber House of the Dragon würde ja das Jahr auf jeden Fall nix. Leider nein. Nein. Und ja. Ringe der Macht leider auch nicht. Hätte ich auf das hätte ich spekuliert, aber da werden wir wahrscheinlich auch ein Päuschen einlegen und erst 24 weiter schauen können. Von dem her bin ich aktuell ein bisschen überfragt, was sonst so an Serien ansteht. Mike, hast du ein paar Serien dabei? Weil ich Nicht habe zwei DIN A4 Seiten voll. Nicht eine. 2 DIN A4 Seiten. Nein, natürlich nicht. DIN A5. Nein. Also, Seit heute ist ja eine losgegangen. Wir haben ja am 4. Januar, seit heute läuft die zweite Staffel von Star Wars, The Bad Batch. Die Animationsserie, die in dem Stil von Clone Wars kommt. Und ja, die ersten 2 Folgen waren cool, auf die habe ich mich auch schon wieder voll gefreut, weil das eine coole Gang ist, der man da zuschaut und ja, macht wieder Laune. Ist wieder sehr schön und Star Wars technisch kriegen wir ja heuer sowieso noch ein bisschen mehr geliefert, weil wir kriegen im März die 3. Staffel Mando. Okay, ja, da bin ich auch dabei. Aha. Und ich habe jetzt leider nicht für euch immer die Starttermine dabei, aber es sollte auf alle Fälle heuer noch Ahsoka anlaufen. Okay, stimmt. Die Realserie, da bin ich auch schon ultra heiß drauf. Dann haben wir noch, ich glaube, The Adventures of the Young Jedis oder so heißt es. Das wird eher so eine Animationsserie für Kinder. Also vielleicht kann dann der Mike da mit seinem kleinen anfangen zum Anschauen, weil da geht es eben um die Ausbildung von Bar Jedi und den Abenteuer. Das, glaube ich, ist wirklich nochmal kindgerechter als Clone Wars teilweise ist. Und es soll nur die Skeleton Crew kommen, wobei bei denen 2 jetzt halt eben bei den Adventures of the Jedi und Skeleton Crew, da weiß ich nicht, ob der Release für 2023 sicher ist oder ob die erst in 2024 rauskommen, weil dann hätten wir halt dieses Jahr 5 Star Wars Serien und das ist schon ein bisschen ein Overload dann, glaube ich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die alle kommen. Ja, wie viel haben wir denn letztes Jahr gehabt? Das du hast waren Book 3 of oder 4, oder? Ja, 3, oder? Book of Boba Fett, Kenobi und Andor. Ja gut, dann hättest du die Kurzserie Tales of the Jedi hast du noch gehört. Visions? Visions, war das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Das war letztes Jahr. Ja gut, das sind so kurze Dinge und jetzt, ich kann mal, also weil Skeleton Crew ist ja eine Realserie und Ahsoka ist eine Realserie. Letztes Jahr, oder? Bad Batch schon. Das kann sein. Ja, dann hätte es eigentlich... Ja, es war prinzipiell möglich. Mal schauen, was machen. Aber wie gesagt, so die letzten 2 habe ich kein richtiges Datum, da ist nur dort gestanden 2023 und ja, da wird dann vermutet, dass es noch verschirmen. Dann Loki, der wird das ja, glaube ich, auch weitergehen, oder? Wir gehen dann serienmäßig im MCU, haben wir auch 3 Serien. Wir haben Loki im Sommer, die 2. Staffel. Dann haben wir die in Black Panther eingeführte Ironheart, kriegt ihr Serie, die glaube ich soll Ende des Jahres kommen. Okay. Und Anfang des Jahres, ich glaube also März, April umeinander hätte ich jetzt gemeint, weiß ich aber nicht sicher, kommt die Secret Invasion, in der wir dann unseren Ding wieder kriegen. Wie ist der Augenklappe-Sepp? Nick Fury. Der Nick Fury, genau. Da erleben wir jetzt... Augenklappen-Sepp. Da erleben wir, was der so treibt. Bart. Ja, echt. Und da ist es auch so, 2 Serien, die für 2023 drin gestanden sind, aber zum Beispiel bei Echo, die man aus der... Wo hat's mitgespielt? Bei Hawkeye war die dabei. Wisst ihr die noch? Die ich glaube, stumm war, oder? Keine Ahnung. Ist aber nicht die mit dem eisernen Fuß, oder? Die, wo kein Fuß hat. Ja, die. Ah, okay. Oder hat die eisernen Fuß gehabt? Die hat auf alle Fälle auch brutal kämpfen können. Ja. Die kriegt die eigene Serie, das ist aber, glaube ich, hat's geheißen, kommt dieses Jahr, aber habe auch schon Gerüchte gehört, dass verschoben worden ist. Und die allseits beliebte Agatha aus WandaVision kriegt ja auch eine Serie mit Cove of Chaos. Und die ist auch gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, weil die ist nämlich auch für dieses Jahr noch angesetzt. Wissen wir aber nicht, wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr heute einmal, gell? Ich hab selber nur gespickt im Internet, weil ich weiß es ja nicht, ich kenne die Leute alle nicht. Jetzt pass auf, du hast mich vorhin noch gefragt und mir fällt dann jetzt doch noch eine Serie einfallen. Die ist mir zwar jetzt ein wenig durch die Lappen gegangen, weil ich mich mehr auf den Film dazu konzentriert habe und zwar Hellraiser kommt ja auch noch. Kommt eine Serie? Ja. Gehabt, das hab ich gar nicht mitgekriegt schon, ja?
Okay, da ist er quasi also zeitgleich produziert worden, so ungefähr, der Film von Bruckner und diese Serie. Und die müsste ja jetzt auch 2023 rauskommen. Ja, geil, bin ich dabei. Wenn es die Qualität von dem neuen Film hat, dann Unbedingt. bin ich dabei. Skeptisch, aber dabei. Genauso skeptisch wird so Crystal Lake, der Freitag der 13. Serie, die sie angeblich auch dieses Jahr noch liefern wollen, wobei, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die heuer noch kommt, weil das sind doch, diese Rechtsverhandlung ist doch erst Ende 2022, so ist sie vorbei gewesen. Ja. Da hat schon ultra schnell gehen, wenn sie es dann innerhalb von einem Jahr zusammenbringen, das Serie zum Releasen, aber mein Infoportal hat 2023 drinnen steht und ja, it's on the Internet, so it must be true. Was ist mit Chucky bin ich gespannt, Season ob dieses 2? Ist das nicht auch jetzt irgendwie ab Januar? Ja, die habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil die ja eigentlich schon veröffentlicht worden ist, aber stimmt bei uns noch nicht. Ja. Die zweite Staffel Chucky kommt heuer und die ist natürlich, wir haben ja schon eine Folge über die erste aufgenommen. Herzlich wie geil, dass wir die gefunden haben oder ob wir es geil gefunden haben, wir wissen es ja nicht, wir wollen eigentlich nicht spoilern. Season 2 sollte dann auch irgendwann bei uns jetzt anlaufen, hoffe ich zumindest mal, weil da war ich auch heiß drauf und sehr gespannt. Weil, ja, da kriegen wir tolle alte Bekannte zurück. Glaubst du, dass Depper stirbt? Bestimmt nicht, oder? Wer stirbt? Da stirbt aber keiner drin in der Serie. Normal nicht, nein, ist ein Puppenfilm. Ja. Das ist ein Puppenfilm. Ja. Da fällt sie nix. Da fällt sie nix. Bei Marvel haben wir noch 2 vergessen. Es kommt nämlich die zweite Staffel What If, kommt heuer auch noch. Aha. Da bin ich auch schon gespannt, ob das die erste angeschaut. Ja. Und? Freut sich auf die zweite. Da war ich mir jetzt eben auch nicht so sicher, ob da wirklich eine zweite Staffel dann kommen soll. Weil sagen wir mal, dieses Finale von der Serie, das ist ja dann schon etwas ausufernd, so dass ich mir dann gedacht habe, okay, sie machen jetzt gleich in der ersten Staffel die Serie kaputt. Cool. Super, danke. Was wollen sie denn jetzt noch? Ja, aber soll auf alle Fälle noch kommen. Und eine neue animierte X-Men-Serie im Stil von der 90er-Serie, die X-Men 97 kommt. Wow, und dieser Traum. Ja, voll geil. Das schaut, die Beutel, was man da schon gesehen hat, das schaut so geil aus, da bin ich richtig dabei. Und ich hoffe dann vielleicht mal mit deutscher Synchro, weil die X-Men-Serie von damals ist zwar auf Disney Plus, aber immer noch nicht synchronisiert. Mir stinkt sauer, ich kann kein Mark Englisch leiden, das ist hier. Ich kann Mark Nein, das ist Nostalgie. Mit der Serie haben wir aufgewachsen, mit deutschem Ton, die musst fast mit deutschem Ton schauen. Also wenn du jetzt Masters of the Universe auf Englisch schaust, das geht ja auch nicht, die musst du für die alte deutsche Synchro schauen. Das stimmt, ja. Masters ist ein gutes Stichwort, weil die geht ja auch weiter, die Serie das Jahr, gell? Oh yes, immer gern. Da kommt die Revolution heißt dann der neue Teil. Bin ich dabei. Vor allem, wenn schon das Foreshadowing auf dem Hordak und so, da bin ich ganz heiß. Kriege ich jetzt schon wieder, also ich sag's dir, seit 12 Minuten nehmen wir auf und ich hab durchgehend stehende Nippel. Das ist unglaublich. Ich muss aber sagen, ich habe auch jemanden eingestellt, so wie J-Lo, der mit Eiswürfel ständig um meine Nippel rum tut. J-Lo? Ja, Jennifer Lopez. Okay. Macht die das? Ja, hat es aber geheißen, dass da einen gibt, der für so Drehs und so weiter ihre Nippel steif gemacht hat mit Eiswürfel. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber jetzt on the Internet, it must be true. Ja, ich glaube, alles, was da drin steht. Absolut, muss man. Ich glaube, alles. Auf dem Attila, seinem Telegram-Kanal, ist auch gestanden, also muss das recht stimmen. Attila. Ein großer Wermutstropfen, den wir dieses Jahr haben, ist nämlich die letzte Staffel mit dem Henry Cavill von The Witcher. Die dritte kommt ja. Ach, da kommt noch eine mit ihm. Ich hab mir gedacht, das war schon alles durch. Nein, die dritte kommt noch im Sommer mit ihm und dann übergibt das Zepter an den, wie heißt der, Hemsworth-Bruder. Liam Hemsworth. Ja, genau. Billy. Dann, ja, da bin ich gespannt, weil nämlich jetzt auch schon die Spin-off-Serie, die rausgekommen ist, die wird heißen Blood Origin oder so, die 4 Folgen, die war ganz schön gesägt. Ja, das war aber auch überhaupt nichts. Das hat die Effekte waren billig, die Kostüme haben schlecht ausgeschaut, das hat ausgeschaut wie Herkules und Xena auf RTL 2, so hat das Zeug ausgeschaut. Das ist ganz, ganz komisch. Okay. Weiß nicht, was das war. Und wenn die Qualität in der Hauptreihe dann auch so sinkt, dann bin ich raus. Dann sage ich, alles klar, ich gehe mit dem Henry Cavill. Aber ich glaube sowieso. Jetzt pass auf, die haben ja den Henry Cavill, der ist ja raus, weil es geheißen hat, der Fighter einen Superman machen, oder? Und der geheißen, jetzt darf er nicht mehr einen Superman machen, jetzt darf er aber auch keinen Witcher mehr machen, oder? Ja, den haben sie ordentlich teuer rasiert, das ganze Jahr 2022. Also es gibt keinen, dem es teuer so rasiert haben wie den Henry Cavill 2022. Sci-Fi-Geschichte, oder? Warhammer, oder? Ja, genau. Warhammer auf Amazon hat er, glaube ich, da hat er sogar die kreativen Rechte dazu, also da ist er ausführend und das kann dann schon cool werden, weil er ist ja da so ein Nerd, der das zeigt von klar auf spielt und dann soll er sich da austoben und da was Geiles draus machen. Ich möchte doch ja nur meinen Superman, oder? Ich möchte doch nur einen Superman, möchte ich doch gar nicht. Ja, Scheiß James Gunn, fuck you. Den kriegst du halt jetzt nicht mehr.
Kotz. Hä, was hat's mit dem James Gunn zu tun? Was ist mit dir? Hast du jemals irgendein Filmportal offen gehabt in deinem Leben? Jetzt das nicht mitgekriegt hast. Also, da komm ich mir an, ja, woher hast du die Informationen? Ja, komm ich aus dem Internet, Internet. Da oute mich jetzt, mich interessiert das DC-Universum einfach null. Das hat er nicht gesagt. Weil die hauen so in seine hässliche Fotzen, ey. Ja, weil die bleiben halt nicht konstant an irgendwas dran. Irgendwie gefühlt alle 2 Jahre kommt irgendwas anders und dann fangst du wieder von vorn an. Ich denke mir jetzt auch wieder, okay, mit der Batman, jetzt wohne ich mich lieber mal an den, weil wer weiß, vielleicht. Ja, du musst jetzt halt, also mit dem James Gunn, der hat jetzt, der ist jetzt der Co-Chef von dem DC-Zeug, mit noch einem anderen, in seinem Namen weiß ich nicht, und die wollen jetzt das DC-Universum von neu richtig aufzicken. Keiner weiß, wie es genau ausschauen wird, keiner weiß, wer von den alten Darstellern jetzt letztendlich bleiben darf und wer nicht. Was offiziell ist, ist eben der Ausstieg vom Henry Cavill als Superman, weil sie wollen nämlich eine neue Superman-Geschichte verzeihen mit einem jüngeren Superman. Ben Affleck als Batman ist raus, wobei der Robert Pattinson aber nicht zum DC-Universum Batman wird. Genau, so der Joker, extra, oder? Der bleibt extra, der Joker bleibt extra, das sind halt dann so einzelne Extra-Geschichten, das verzeihen. Wonder Woman 3 ist auf Eis gelegt worden, wobei es geheißen hat, dass die Gal Gadot noch nicht als Wonder Woman raus ist. Das darf man nicht. Das darf man auch nicht. Darf's auch nicht, aber The Flash kommt ja, ist auch einer von den Filmen, der heuer kommt wann kommt The Flash? Ich glaube Shazam kommt doch auch dieses Jahr, oder? Der bleibt auch noch, genau. Jetzt frag mich nicht, wann der Scheiß. Nur weil der Film schon fertig ist, wahrscheinlich. Flash, genau, der Flash kommt im Sommer, der Ezra Miller bleibt anscheinend vorerst auch noch der Flash. Dann kommt im März Shazam 2. Der größte Hosenbissler darf bleiben, unfassbar. Da gibt's auch noch, der Mann ist auch noch nicht raus, der Black Adam, also The Rock als Black Adam ist aber jetzt für die erste Phase von dem Aufbau noch nicht eingeplant. Heißt nicht, dass er komplett raus ist, aber wir werden ihn in naher Zukunft nicht wieder als Black Adam sehen. Im August kommt nur der Blue Beetle, der soll ja auf alle Fälle schon zu dem neuen Universum kehren. Und im Dezember kommt dann der Aquaman 2. Und da sind jetzt auch schon Gerüchte, die sind aber glaube ich noch nicht bestätigt, dass der Jason Momoa als Aquaman raus ist, aber als Lobo zurückkehren soll. Puh, Sassler. Genauso wie es beim Henry Cavill heißt, dass er auch als neue Figur vielleicht im DC zurückkommen soll. Aber ja, ich weiß nicht, ob das dann so funktioniert für die Zuschauer, wenn sie sagen, dass der Superman unserer Generation auf einmal jemand anderen spielen soll. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, Henry, lass das DC hinter dir, geht zu Marvel, mach deine Amazon-Serie jetzt mit Warhammer und dann geht's bei Marvel und machst da eine geile Figur. Lass uns dann Sentry oder so spielen. Das war so ein Übertyp. Das war geil. Ja, absolut. So viel zu dem DC-Universum. Okay, also das war jetzt alles für mich neu. Ja, schon her. Der Corby, der internetfreie Corby. Der macht noch weiter bei Guardians. Weil da kommt ja auch dieses Jahr der dritte. Genau, dieses Jahr kommt der dritte Guardians of the Galaxy Film aus, der kommt im Mai. Aber das ist sein letzter Auftritt für die Guardians. Erstens mal ist der letzte Auftritt der Guardians in der Konstellation und der letzte Film, den der James Gunn so macht. Oh. Naja. Eigentlich finde ich es nicht schlecht. Man soll aufhören an der Spitze. Ja, das passt schon. Wie gesagt, das MCU, das ändert sich jetzt stetig. Seit der Phase 4 merkt man es ja, dass das ganz viele neue Wege und Richtungen und so weiter geht. Und dann ist es ja okay, wenn nach 10 Jahren, wenn es nicht so bleibt, wie es ist, sondern sich was ändert. Im Februar kriegen wir einen Ant-Man, den dritten. Auf den bin ich auch schon gespannt, weil da kommt der Kang aus Loki wieder zurück. Boah, leck mit der Catherine Newton. Ja. So unglaublich geil. Und auf was wir uns am allermeisten freuen werden an Filme, der im MCU spielt, ist im Juli The Marvels. Captain Marvel kommt zurück. Captain Karen ist wieder da. Okay, da gibt's ja nicht mal einen Trailer. Nein, ich glaube, Trailer gibt's noch nicht. Ich glaube, kurze Szenenausschnitte hat's bei irgendeinem so Messe-Trailer oder selbst gegeben. Okay. Aber da spielt ja noch die Captain Marvel mit, die Miss Marvel spielt mit und die bei WandaVision am Schluss durch das Hex-Ding da durchgeht. Ja. Die Schwarze. Proton, oder? Nennen sie sie dann. Die Schwarze. Ja, darf man das auch nicht mehr sagen? Du hast das so schön ausgedrückt. Das ist fast wie ein Kompliment. Ich zuck direkt, weil ich möchte jetzt sehr viel Schwarz auch nicht mehr sagen. Unfassbar. Ja, prinzipiell, du darfst ja immer alles sagen, du musst ja nur die Konsequenzen dran kennen. Ja, aber ich kriege Konsequenz, die Konquitenten kriege ich jetzt auch, wenn ich Schwarz sage. Ja, du schon. Ach. Nur, nur weil wegen meiner Frisur werde ich die ganze Zeit diskriminiert. Da sagt kein Mensch was. Seit einmal in dem Leben kein Nazi. Ich versuch's. Einmal in deinem Leben. Aber ich versuch's. Der Wahlzettel sagt was anderes. AfD.
AfD. Um So Himmels Willen. rumpelt er über einen ins Rathaus, der Mike. Jeder kennt ihn. Hau ab jetzt! Ja, aber dann schließen wir doch noch kurz unsere Comic-Verfilmungen da ab. Spider-Man Across the Spider-Verse kommt das ja auch, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, da hat der erste sogar einen Oscar gekriegt, oder? Ich glaube schon, ja. Also der war aber unglaublich gut. Der Ich war fand voll die cool. mega schlecht. Du bist mega schlecht. Wahnsinn, mit den ganzen Hammel-Spider-Man, die da kommen. Spider-Schwein. Spider-Ham heißt er, du Spider-Schwein. So ein gerade weil du Scheiß. selber gesehen hast. war Simpsons, der Film. Ja, aber was soll der Mist in einem echten Film dann? Also sagt's einmal. Ist ein Hau echter ab. Film, ist ein Animationsfilm, du Trottel. Ja, ein echter, ein Film, der zum Kanon kehrt, auch noch wahrscheinlich, oder? Das ist das Multiverse, da gibt es nicht einfach. Multiverse, da gibt's ein Spider-Schwein. Scheißdreck. Spider-Ham heißt er, sag's mir gescheit, sonst hau ich den Sacki. Ich sag niemals Spider-Ham. Du bist der Spider-Ham. Ja, natürlich, voll. Also ich fand ihn ziemlich geil und Ja, ich bin beim mir gefällt Gordon. er da der Animationsstil sehr gut. Der ist ähnlich wie die von, wie ist der Netflix-Film? Mit den Roboter, Machines, Ding da, Love, Death and Robots. Na, der animierte Film, auch, der glaube ich ist nämlich vom gleichen, das glaube ich ist das gleiche Studio, das an den Spider-Man-Film gemacht hat. mit der Familie, die gegen Ja. die Roboter kämpfen. Genau. Ach, der war hier Weltklasse. Mitchells vs. Machines, oder? Ja, genau. Ja. Und ich glaube, ich bin mir zwar jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass das gleiche Studio ist. Die haben einen recht ähnlichen Animationsstil gehabt, kann das sein? Schaut nicht auch so jetzt der gestiefelte Kater aus? Der Nein, nicht ganz. Der hat da, also der schaut schon eher noch wie die normalen, sagen wir jetzt mal, Animationsfilme, so aller Schreck aus, aber hat auch schon so einen leichten plastischen Look drinnen, ja. Ja. Aber nicht so extrem wie bei Spider-Man und bei den Mitchells. Also gefällt mir auf jeden Fall, dass es halt da weitergeht, weil ich das überraschend fand, dass man so als Spider-Man-Spin-Off so gut umsetzen kann und dann halt auch mit dem Miles, den ich sehr sympathisch finde, einfach mal ein bisschen eine andere Story erzählt. Und ja, mir stört das jetzt nicht, dass diesen Spider-Ham damit einbaut haben. Stört kein und Menschen, der ein bisschen ein Hirn hat. Die Das stört jeden, der wo ein bisschen mitdenkt. Nein. Und die Spider-Gwen, die habe ich ziemlich cool gefunden. Also das ist auch ein ziemlich geiler Charakter. Ich frage an den Mr. Marvel, Spider-Gwen ist aber auch Ghost Spider, oder? Oder ist das ein und dasselbe? Boah, bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich hab mit ihr keine Comics nicht gelesen. Aber ich schaue mit meinem Burm momentan gerade Spider-Man and His Amazing Friends und auf Disney Plus und das ist so aufgezogen wie Paw Patrol, nur in cooler halt. Und da ist ja auch der Miles Morales dabei, der Peter Parker und Gwen Stacy. Genau, und die Gwen Stacy heißt Ghost Spider und dann haben wir gedacht, da schau her. Ich war auch noch auf Spider-Gwen, aber da wird es als Ghost Spider betitelt. Das kann sein, also da bin ich, weil das Spider-Universum, Spider-Man-Universum ist ja, das ist ja in sich selber nochmal so groß wie das Marvel-Universum, sag ich jetzt mal, mit dem ganzen Multiverse-Zeug und die ganzen verschiedenen Varianten. Und darum kann es sein, dass vielleicht auf den einen Planeten oder auf der einen Erde Spider-Gwen ist und auf der anderen Erde ist es Ghost-Gwen. Aber wie ist da, ich weiß nicht, weil da die habe ich nicht oft in die Comics erlebt, die Dame. Ich kann nur Spider-Woman habe ich eigentlich nur immer erlebt. Ja. Also war ganz andere. Okay, ja, das Kind schon, ja. Ich weiß das eigentlich nicht, ob die wirklich offiziell so heißt. Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Deswegen hätte ich gedacht, dass sie so heißt. Ich habe aber jetzt auch den ersten, wo mir jetzt gerade der Name empfallen ist, den habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ja, ich habe ihn seit dem Kino noch mal gesehen. Ich wollte mir vor einer Zeit lang mal anschauen, aber da war es schon so spät und habe ich heute müssen. ein New Universe oder geheißen, oder? Ah ja, genau so. Weil der erste ist der New Universe, der zweite ist Across the Universe. Und ja, Poster, was man da gesehen hat, da sind ja schon wieder unglaublich viele Varianten. Da bin ich schon gespannt, was wir jetzt sehen werden. Ihr habt auch ein Spider-Schwein nochmal wieder dabei, oder? Ja, wenn du im Kino bist, haben wir ein Schwein im Kino. Also, da Ja, aber hallo, da werde ich ja rumgrunzen, flattern, grantig sein. Fettes, mehrgewichtiges Schwein, du. Nicht mehrgewichtig, vielgewichtig. Ja, oder so. Ich glaube, der für beides darf man da sagen. Ah, okay. Okay. Was denn? So. Aber wir haben eine No-Comic-Verfilmung. Und zwar, da haben wir den Mike und ich, glaube ich, schon mal drüber geredet, jetzt bin ich mir noch sicher, über Craven. Ach ja. Craven the Hunter soll auch soll im Oktober kommen. Anfang Oktober. Da wo ich gesagt habe, ich finde die Verniedlichung von diesen Marvel-Bösewichten einfach kacke. Ja, genau, aber irgendwie Sony fährt diese Schiene, die Was soll das? Das ist mit Mobius schon so dermaßen in die Hose gegangen. voll, ja. Und ja, bei Venom ist ja eigentlich nichts anderes. Hör mal auf mit Venom. Und ja, also ich versprich mir da vom Craven auch gar nie nix. Ja, überhaupt nicht. Ich weiß nicht mehr, was das ist.
Ist eigentlich ein Gegenspieler vom Spider-Man, der läuft dann auch wird dann über Sony Studios veröffentlicht, wird dann wahrscheinlich eher in dem Universum von Venom und Morbius spielen. Aha. Im Kack-Universum quasi. Im Kack-Universum, genau, in dem schlechten, aber naja. In dem schlechten. Wo keiner Spaß hat. Das ist Bullshit, was du bis jetzt erbracht hast. Volle Kanne. Nein, weiß ich nicht. Da hab ich lieber 2 Tage Salmonellen und scheiß mir sonst was aus, bevor ich da ins Kino gehe. Jetzt war Jurassic World 3 schon ganz große Scheiße, aber die noch größere Scheiße war Möbius. Da haben wir eine richtig gute Überleitung. Bitte. Und zwar 65, der Film, der dieses Jahr rauskommt mit Adam Driver. Vom Sam Raimi, oder? Irgendwas hat er damit zum Tor, aber ich bin mir nicht sicher, ob er Regie geführt hat oder ob er den produziert hat. Ich glaube, der hat den nur produziert, ja. Er spielt ja 65 Millionen Jahre irgendwie vor jetzt, keine Ahnung. Und der Adam Driver stürzt ja dann mit seinem Raumschiff ab und muss dann da überleben und gegen Dinosaurier kämpfen. Cool. Und da war ich schon gleich in dem, jetzt geht's weiter mit Jurassic Park, nur mit dem Adam Driver, also muss er cool werden. Und ich würde gerade sagen, endlich geht's weiter mit Jurassic World in gut. Ja. Da bin ich auch heiß. Habe ich schon was gehört, habe ein Poster gesehen, bin ich am Start. Bin ich voll dabei, ja. Da hocken wir uns wieder mal miteinander ins Kino, würde ich sagen. Ja. Wir könnten uns ja miteinander auf Couch sitzen, zumindest der Mike und ich, weil ich glaube, du hast Titans auch geschaut, oder? Titans, jetzt pass auf, die Serie mit die jungen Robin und... Ja, richtig. Ich war jetzt irgendwie auf Attack on Titan, ja, weil Titans, ja. Kommt die vierte Staffel. Die heißt noch anders, oder? Die heißt noch nicht nur Titans. Die Serie heißt Titans, aber es sind eigentlich die Teen Titans. Teen Titans, genau. Genau, da kommt die 4. Staffel heuer bei uns auf Netflix, weil die Amis ist schon raus und das ist eine, weil die ganzen DC-Serien, vor allem die CW produzierten Dinger wie Flash, Arrow und den ganzen, da komme ich auf. Kann man sich ja mal geben, aber wird mit der Zeit schon sehr fad, weil es sehr kindgerecht ist. Das ist alles nur noch, das läuft bei mir nur noch nebenbei, wenn ich das letzte Mal mit Papiere sortiert, der letzten 3 Jahre, und da läuft halt dann die halbe Staffel Flash durch. Muss ich nicht aufpassen auf den Scheiß, weil das interessiert mich nicht. Und Flash war ja raus, wie das mit den Affen gekommen ist. Das, Grot und dann auf in dem seinem Universum, wo die Affen da herrschen, der Kolm. Nein, da war ich raus. Was ist eigentlich mit dir? Was hast du denn gegen Tiere, du Fotze? Nichts gegen Tiere, aber ja, gegen offensichtlich schon. animierte Spiderschwein. Affen und bin ich raus. Gott, bist du ein Tierhasser. Voll so viel Hass in mir. Nervst mir richtig. Das neue Jahr geht schon wieder super los. Nazi und Tierhasser. Ja, noch mal auf. Apropos Tierhasser, da habe ich eine Überleitung. Und bin zwar ich glaube, was kommt. Ein Kokainbär. Yeah. Oh Gott. Auf den freue ich mich anders. Also, ich habe zwar noch keinen Trailer gesehen, aber das, was mir die Leute verzeiht haben, hört mir anders an. Der Regisseur ist da bei dem Ganzen ein Crush von mir, zwar Elizabeth Banks, die finde ich mega. Und die hat den Film gemacht. Kein Scheiß. Und noch mal eins drauf, noch mal 2 Sachen drauf. Und zwar ist das der letzte Film mit dem Ray Liotta. Aha. Habe ich geliebt, Ray Liotta, war sehr traurig, wie er gestorben ist. In dem Film spielt er quasi noch mal mit. Und der Jesse Tyler spielt mit von Modern Family. Jesse Tyler Ferguson, der Mitchell. Mhm. Okay. Und in dem Film findet quasi ein Bär im Outback findet einen Koffer voller Kokain und hat natürlich nichts Besseres zum tun, dass er das Zeug wegschnauft und dann voll unterwegs ist und Leute abbrackt. Also wieder, wo wir wieder beim Tierhorror sind, bitte. Ja, der Trailer schaut auch gut aus, die Effekte haben passt, hätte ich jetzt gesagt. Also ich habe den ersten Trailer angeschaut, das glaube ich hat Hand und Fuß, die Sache. Ja, bin ich am Start. Ja, das wird grandios. Sicherlich wird es ganz gut. Ich glaube, das wird so ein Spaß wie Zombieber oder sowas in der Richtung. Ich glaub, das aber Zombieber war nicht gut. Hat dir der nicht gefallen? Nein, der ist weit hinter seinem Potenzial bleiben, finde ich. Da wollte ich Spaß haben und ich habe nicht einmal lachen können. Ich kann jetzt nicht weiter aus dem Fenster lehnen, ich habe seit dem Kinobesuch nicht mehr gesehen, habe ihn aber eigentlich als okay abgespeichert. Also maximal okay. Aber das ist nicht zwingend bei der Art von Film. Die müssen richtig zünden, weil ich schaue mir keinen ich möchte mir nicht einen mittelmäßigen Film anschauen, der nur Potenzial verschenkt. Ja. Bei Tierhorror ist er noch cool, weil ich glaube, dass dieses Jahr auch das Remake zu Arachnophobia kommen soll. Habe ich gelesen, ja. Und das ist ja einer meiner Kindheitshorrorfilme, die auch, glaube ich, mit unter anderem schuld sind an meiner Spinnenphobie. Zumindest wenn es dicke schwarze Haxen haben. Ich sitze im Kino, aber ich werde auf alle Fälle ordentlich kotzen. Also aber voll rassistisch, was du gesagt hast. Dicke schwarze Haxen magst du nicht. Ja, da kann ich nichts dafür. Dicke schwarze, haarige Haxen. Okay, macht's nicht besser.
Dicke, schwarzhaarige Haxen. Wo wir vorhin gesagt haben, Film, wo wir uns alle drei anschauen können. Ich hätte noch einen sau coolen Film, glaube ich, der ist momentan gerade in aller Munde, und zwar freue ich mich dermaßen auf Evil Dead Rise. Wolleck, oh ja. Heute der Trailer gehen wir 2023, oder was? Ja, jetzt im April. Oh. Heute ist der Trailer gekommen. Ich hab mir leider nicht angeschaut, du kennst mich, es kennt mich, aber ich bin dermaßen heiß, ich hab das Poster gesehen, finde ich cool, ich weiß nicht, warum man da schon wieder rumsageln muss an so einem Teaser-Poster, das eigentlich ziemlich creepy ist. Ich finde diese Alyssa Sutherland, die schaut ja so schon so markant, und jetzt dann mit diesem Deadite-Make-up, also ich glaube, dass die so gruselig ist, die Dame. Ich verstehe so, was sie sich beschweren, ist ja, sie hat wirklich eine Ähnlichkeit mit dem Blick von Smile. Ja. Das ist aber mir doch Saki. Ja. Na, aber wie gesagt, die ersten Battle, die ich so gesehen habe, es soll wieder recht blutig zur Sache gehen. Regie macht leider nicht mehr der Fede Alvarez, sondern der Lee Cronin, der mir jetzt eigentlich gar nichts sagt, aber wenn da natürlich wieder der Sam Raimi und der Bruce Campbell die Hand drauf haben, und ich glaube eben auch sogar der Fede Alvarez noch mit als Produzent dabei ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da was schief geht. Also das Setting verlagert sich quasi von der Waldhütte in Hochhaus. Also das geht quasi dann in Richtung, wer den Lamberto Bava Film kennt, Demons 2 oder Dämonen 2, in dem ja auch der Dämonenausbruch eben in einem Hochhaus ist. Bin ich echt gespannt. Na, der Trailer ist mega. Also der ist heute rausgekommen. Das könnt ihr bei uns auf der Seite noch sehen. Puh, also das wenn, ich hoffe, dass das nicht alles gezeigt hat, aber der wenn gerade ein bisschen was von dem zeigt, was da passiert, dann darfst du unter die Leinwand auf alle Fälle ein Becken hinstellen, dass das Blut auffangst. Oh, das ist immer gut, ein Wandel hinstellen, das ist gut. Ja, da darfst du ein Wandel wie bei der Walking Dead Folge hinstellen. Ist das ein Reboot oder ist das eine Fortsetzung von einem bestimmten Teil? Das weiß man eigentlich gar nicht so genau, oder? Wo das spielt, wo der angesiedelt ist. Ich habe mich jetzt auch gar nicht mehr informiert, weil ich möchte es dann einfach sehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach eine Anknüpfung ist an diesen 2013er Fede Alvarez Film, der ja auch kein Remake war, sondern einfach ein Kapitel im Evil Dead Universum. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach wieder ein Kapitel ist, in dem einer aus einem Buch vorliest, aus Menschenhaut und dann da die Hölle lostritt. Ja, und der Schriftzug, man ist ja sehr ähnlich zu dem 2013er Evil Dead. Ja, das stimmt. Und vor allem auch dann der Hintergrund mit den komischen, ich nenne es jetzt einfach mal so schwarze Risse, das erinnert ja immer stark an den 2013er. Ja. Also war an sich das Geschickteste, dass man sagt, okay, man lässt das weiterlaufen und macht das Universum größer. Da ich auch sagen. Bin ich dabei? Jo. Da bin ich dabei. Ich kann's nicht oft genug sagen, den hätte ich eigentlich als Bolleck mitnehmen müssen, den Trailer, weil das ist echt, das sind 2 Minuten 30 und in denen geht schon ab, dass du sie sagst. Ist aber jetzt kein Teaser, sondern schon der fertige Trailer. Ist jetzt schon der Trailer. Die Bollecks für den Januar kennen wir ja erst noch. Ja, aber da war schon der Nippelverhärter raus, jetzt habt ihr es schon gehört. Ach, mei. Vielleicht nehme ich dann irgendwann in dem Jahr bei den Bollecks die Serie Gotham Knights mit, weil die wird auch wieder von CW produziert, und da, glaube ich, kann man jetzt schon ritzen, dass das was Gescheites wird. Gotham Knights, helfen wir? Ja, das ist wie das Spiel, letztes Jahr ist das Spiel Gotham Knights rausgekommen, Batman is tot, und dann sind ich glaube der Robin, der Nightwing, das Batgirl und der Red Hood, und da kommt eine Serie mit der gleichen Hintergrundgeschichte, soweit ich das jetzt gelesen habe, aber ja, CW, ich weiß es auch nicht. Oh, gefährlich. Schön ist das nicht, ne? Dann ein Film, auf den ich mich jetzt dann auch bald frei ist, Megan. Der Film, der wahrscheinlich die, weiß ich nicht, weibliche, etwas größere Chucky-Puppe darstellen sollen. Oder wie ich behaupten würde, längere Black Mirror-Folge ist. Das hast du schon lange nicht mehr gesagt. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt, aber das sagt das nur, weil heuer die 6. Staffel kommen soll von Black Mirror. Echt? Gott sei Dank. Ich habe schon die Befürchtung gehabt, da kommt nichts mehr. Nein, soll auch 2023 jetzt Black Mirror weitergehen. Da war es leider sehr stark jetzt, ja. Ja. Seit dem Film eigentlich nichts mehr, oder? Ja. Aber wie schon gesagt, also Megan schaut ganz cool aus. Ich habe jetzt schon 2 Trailer gesehen. Der zweite Trailer, der mit irgendeinem komischen fröhlichen Lied unterlegt war, der hat mir nicht ganz so gefallen. Aber der erste, der war schon sehr creepy. Jo. Freue mich schon drauf, schaut ziemlich gruselig aus. Wir haben ja den Trailer, den ich gesehen habe, habt ihr auch gesehen vor Terrifier 2. Ja. Und ich sag nur, shut up, take my money. Ja, genau, das war der gute Trailer. Okay, na, bin ich dabei, Mogi. Ja, voll.
Und dieses Jahr kommt ja ein neuer M. Night Shyamalan-Film raus. Shyamalan Ding Dong heißt der. Ja, genau, Shyamalan Ding Dong. Knock at the Cabin Ding Dong. Mit dem Ron Weasley. Ja, mit dem Oh, okay. One. Aber weiß man schon wegen, um was das geht, oder? Na, nur, dass die klopfen an der Hütte, wo ein Pärchen ist mit seiner Tochter und dann heißt, dass sie durch eine Entscheidung jetzt die Welt retten können, oder? Ja, genau. Und Okay. also zumindest im Trailer sieht man halt auch schon so verschiedene Weltuntergangsszenarien und sie sagen halt, ja, sie müssen sich jetzt für einen von den beiden Vätern entscheiden, wer von beiden stirbt, und man weiß aber noch nicht allzu viel drüber. Ich meine, das ist ja ein Typisch. M. Night typisches Stilmittel, dass er uns eine Story verkauft, die am Ende dann Twisty. ja, genau, ganz andere Richtungen einschlägt. Aber bin ich wieder mal gespannt, weil ich fand zum Beispiel Old zwar nicht wirklich so ein super Film, aber er hat einen coolen Twist gehabt, fand Ja, definitiv. ich. Das war sehr geil. Und ich habe mich streckenweise ein bisschen genervt, weil es gar so ausflippen, aber so vom ganzen Ding her sagst du dann schon wieder, ja, er hat es wieder probiert und ja, war ganz nett. War In nett. dem Fall hat er es auch wieder mal cool geschafft, finde ich. Ja. Und es waren ein paar dabei. gruselige oder so auch eben creepy Szenen mit dabei, so die eine Bucklige dann, die doch dann irgendwie vor einer zusammengefault ist oder so. Oh, Ja, die so alles bricht da, oder? ja. Das war schon grausam, ja. Grausam. Genauso grausam, hoffe ich zumindest, wird nicht die zweite Staffel von Good Omens. Habt ihr da die erste gesehen? Na, Na. Das ist ja Ich habe mir die ein- erste Folge mal angeschaut, aber irgendwie, ja. Ja, die ist ja irgendwie, es ist irgendwie schwer. Ich hätte da auch was anderes erwartet. Das ist eine Neil Gaiman-Geschichte und die mag ich eigentlich voll gern, den seine Sachen. Der hat eigentlich nur geilen Scheiß bisher gehabt, aber bei der Serie, das hat auch nicht so richtig gezündet bei mir. Gibt jetzt die zweite Staffel auf Amazon Prime das Jahr. Ich werde es mir auf alle Fälle noch anschauen, weil normal mache ich alles fertig, gibt wenig, was ich abbrich, und sie hat ja Potenzial. Ich hoffe, dass sie die in der zweiten Staffel besser entfaltet als in der ersten. Und da gleich noch hinten dran hängt eine weitere Comic-Verfilmung, die kommt, Sweet Tooth, die nächste Staffel. Oh, sehr schön. Ja. Die erste Staffel war dermaßen märchenhaft, wunderbar, wunderschön. Unglaublich, ja. Die waren wir, glaube ich, in die Bolexa dabei gehabt und Ja. ich freue mich schon wahnsinnig auf die zweite Staffel. Und dieser miese Cliffhanger, also da bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich bin so dankbar, dass Netflix da mal nicht einen Stecker gezogen hat. Ah, das war grausam gewesen. Nein, Ja. ganz große Serie. Ganz große erste Staffel. Ja, da freue ich mich sehr auf die zweite. Dann, dieses Jahr kommt ja auch noch Kapitel 4 von John Wick. Yeah. Oh yes. Kommt schon Ende März, oder? Ja, ich glaube auch, dass im ersten Quartal auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe gerade, dass sie sich mal ein bisschen was überlegen. Weil wenn du sagst, jetzt da der mit dem dritten, sie haben zwar jetzt das Ganze schon entmystifiziert, wie das Ganze abläuft, und er war ja schon fast ermüdend, blutig und actiongeladen. Und ich hoffe, dass sie sich diesmal ein bisschen was überlegen, vielleicht ein wenig eine Raffinesse reinbringen oder so. Jetzt haben sie doch Zeit gehabt. Selbst wie Schädel gebären, oder? Was? Selbst wie Schädel gebären, ein bisschen Raffinesse. Ja, genau, richtig. Okay. Nein, also wie gesagt, mir war der Dreier schon wieder so krass Feuer Action und so krass brutal, dass die irgendwann so am Schluss also gesagt, ja, leck, jetzt kommen noch mehr, ja, Freunde, was ist denn los? Unfassbar, jetzt wird's, obwohl es genau das ist, was ich eigentlich sehen möchte, ermüdet es mir jetzt direkt. Ja. Ja, Ich fand super. den Anfang vom Dreier schon so krass mit den Pferden und was weiß ich. Voll super. Ja. Das war mit Motorrad dann auch, noch, oder? War das am Anfang? Ja. Pferd und Motorrad. Und Alles ich weiß Mögliche. jetzt nicht sicher, ob da, weil es kommt ja auch eine Serie aus dem John Wick-Universum, die Ballerina oder so soll die heißen. Weiß Also, jetzt wenn aber das auch nicht, Hotel heißt, oder? ja, genau. Und da kommt eine Serie mit dem Titel, aber ich weiß nicht, ob die 2023 oder 2024 kommt. Und weiß man noch nicht, glaube ich, ob wie die in die Filme eingreift, die Serie und so. Das ist, aber es wird auf alle Fälle auch ein John Wick Extended Universe geben. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es weitergeht, weil das Ende war ja so ein Imperium schlägt zurück Ende schon fast. Und wie sie das jetzt da, die Fronten da jetzt entfaltet haben, bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht. Und ich mag gern, wie er immer geil durchgeht. Ja, Und immer Bauchschießen, Kopfschießen, bam, 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 bam. Ein Schuss gelangt nicht, immer dreimal in jeden reinschießen. Alles Ja, richtig wenn dann gemacht. gescheit. Im März kommt der 6. Teil mit Ghostface, Scream 6. Oh ja, bin ich gespannt. Nach dem Mitte- grandiosen 5. Ah ja, Mitte März, und diesmal verschluckt uns ja nicht nach Woodsboro, sondern nach New York, und das ist, der erste Trailer ist ja auch raus, oder eher so Teaser-Trailer. Da habe ich schon richtig Bock drauf, das schaut schon sehr stimmungsvoll aus. Ghostface Takes Manhattan, oder? Ja, genau. Da bin ich In echt gespannt. Teil 7 kämpft dann gegen Jason. Das war ein Wahnsinn. Ja, ich bin dabei. Es sind auch wieder dieselbe Besetzung so dabei, da vom Vorgänger. Und, Außer Neve Campbell, die ist nicht dabei.
Ja, aber auf die kann ich mittlerweile auch verzichten. Ja. Das ist jetzt mittlerweile so, die Jamie Lee Curtis, das Halloween, wo ich sage, irgendwann passt's und diese Staffelübergabe, das hat jetzt passt und ich bin jetzt nicht wirklich traurig, dass weg ist. Nein, ja nicht. Das war zu dem 5. hat sie auch gerade noch eine untergeordnete Rolle gespielt. Ja. Wir dürfen auf alle Fälle wieder die Ausdruckslosigkeit von der Courtney Cox bewundern, weil die ist wieder dabei. Die macht wieder mit, aber ansonsten, ja, ich freue mich auf den, weil der Trailer, da sind sie in einer U-Bahn, so eine typische New York U-Bahn und das schaut schon ziemlich cool aus. Wenn da auf einmal der Ghostface drinnen ist und sie singen den und dann fahren sie wieder durch einen Tunnel und ist wieder dunkel und er ist wieder weg und so. Hab ich Bock drauf. Auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht, ist der wieder von dieselben zwei Regisseure wie der Vorgänger von Ready or Not, die zwei? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Da habe ich jetzt nicht weiter nachgelesen. Okay. Da habe ich nicht weiter nachgelesen. Na, bin ich dabei, unbedingt. Habt ihr das Vikings angeschaut? Ja. Habt ihr das Valhalla angeschaut? Nein. Die neue Serie, die jetzt auf Netflix gelaufen ist letztes Jahr, da ist nämlich jetzt dann, normal müsste, wenn die Folge erscheint von uns, müsste die schon heraus sein, zweite Staffel von Vikings Valhalla. Und auf die freue ich mich auch schon, weil ich fand Valhalla sogar fast besser als Vikings. Okay. Weil ich finde nämlich, dass die Vikings, die haben, für mich war das ein Fehler, was sie gemacht haben, dass die jede Staffel auf 20 Folgen mal nicht gestreckt haben, weil die halt einfach in der Mitte zwingend zum Erzählen gehabt haben irgendwann. Ich fand das Setting, das hat alles so geil ausgeschaut, aber die Serie hat mich die Staffeln haben mich immer wieder verloren, weil das einfach zu lang gestreckt war. Und Valhalla, man hat immer knackige, was waren das, 10 Folgen gewesen jetzt, die erste Staffel. Und bei der zweiten soll es auch wieder gerade so sein und da sehe ich jetzt schon mehr Potenzial. Da freue ich mich jetzt schon, wenn die zweite losgeht, weil die erste sehr cool war. Bin gespannt. Und Wikinger gehen immer. Alle, wenn es Brandschatzen und Wild sind, ja, das Mings. Ja, eben, das Mings. Solange es jetzt nicht Gurken sind wie bei Assassin's Creed Valhalla, ja. Oh, okay. Gut. Apropos blutige Action, ich gehe nochmal zurück zur blutigen Action und zwar der Film Havoc. Auf den freue ich mich recht. 2023 kommt von Netflix und ist ein Film von Gareth Evans, der The Raid 1 und 2 gemacht hat. Und in der Hauptrolle ein Tom Hardy mit dabei. Cool. Da kann eigentlich nichts schief gehen, oder? Nein, diese Eckdaten, mit denen kann man umgehen, oder? Ja, das ist jetzt wirklich so ein Ding, wo ich sage, also das, wenn es schief geht, dann verliere ich den Glauben. Ja, absolut. Und zwar wird da nach einem Drogendeal, der schief läuft, muss der Tom Hardy quasi sich durch die kriminelle Unterwelt kämpfen. Ja, Freunde, wer die Vorgängerfilme vom Gareth Evans kennt, der weiß, da gibt's auf die 12 und das ganz gewaltig. Sehr schön, Da hätte ich vielleicht noch was irgendwie ein wenig untergeht, die Serie Gangs of London, die auf Sky oder Wow momentan läuft. Das ist auch so ein Fall, auch vom Gareth Evans, auch Regie geführt teilweise und produziert, geht in eine ähnliche Richtung, glaube ich, eben auch wie dieser Havoc, Unterwelt, blutige Kämpfe. Da gibt sogar eine zweite Staffel jetzt. Die läuft schon mal, ja. Läuft die schon? Ja. Ah, okay. Die erste war hervorragend Ich hab's noch nicht herausragend. angeschaut, aber habe ich Bock drauf. Da rührt sich was. Die muss ich mir jetzt dann auch mal anschauen, das soll recht viel sein. Der Mann ist einer von den Hauptdarsteller, ist einer von den Peaky Blinders. Und auch gerade einer von denen, die ich bei Peaky Blinders schon gern gesehen habe. Okay. Die habe ich auch schon auf der Liste. Jetzt muss ich mir erstmal Billions fertig schauen, dann fange ich das vielleicht an. Ole. Ja. Habt ihr das Hunters gesehen, die erste Staffel auf Amazon Prime? Angefangen. Wow, Welt. Fertig anschauen. Nicht, aber nur Gutes drüber gehört. Oberwelt, also richtig, richtig starke Serie, kommt jetzt 2023 auch die zweite Staffel, wo es auch leider schon die letzte Staffel sein wird, also die Geschichte ist nach 2 Staffeln vorbei, aber da bin ich richtig heiß drauf, weil mir hat die erste so gut gefallen, das ist so eine gute Geschichte gewesen, so gut gespielt, geil geschrieben, geil umgesetzt, das war eins meiner absoluten Highlights, die erste Staffel, und da freue ich mich richtig auf die zweite. Und dann bin ich ja gar nicht so böse, wenn es die letzte ist, weil dann sollen sie eine schöne abgeschlossene runde Sache machen nach 2 Staffeln. Das ist allerweil das. Habe ich keinen Schmerz damit. Ja. Da habe ich nicht so viel Schmerz damit. Jetzt weiß ich nicht, weil es kommt ja dieses Jahr ein Turtles-Film und eine Turtles-Serie. Ich weiß jetzt jeweils nicht, ob es ein Realfilm oder eine Realserie oder animiert ist, keine Ahnung. Aber bei irgendeinem von denen 2 Sachen hat der Seth Rogen Finger mit drinnen. Und auf das freue ich mich auf alle Fälle. Ich weiß jetzt nicht. Habe ich jetzt gar nichts mitgekriegt. Ich weiß nicht was davon. Weil eins von denen ist auch meine für Netflix dann produziert, aber ich habe da jetzt keine genaueren Daten dahinter. Aber die Turtles, die der Seth Rogen abliefert, machen mir auf alle Fälle das Höschen nass. Also wenn das so düster wird wie die Comics, also die Ur-Comics, dann wird das cool. Das möchte ich sehen. Also wie gesagt, mir taugt das quietschbunte von der 80er Fernsehserie, oder 90er, ich weiß jetzt gar nicht, was das war, aber wisst ihr den Cartoon von früher? Ja. Oder die ersten 2 Verfilmungen. Ja.
Finde ich super cool, aber auch dieses Düstere, das teilweise in die Comics darüber kommt, das war mal wirklich cool in einem Film zum Singen. Ja, voll. Wenn sie sich da mal orientieren, das war echt cool. Ja. Ja, ich glaube, sein Humor passt da sehr gut dazu. Also von ja, da kann man das so ein bisschen so das so Boys-mäßig, düster, brutal, aber dann trotzdem diesen Assi-Humor mit drin hat. Voll. Nimm ich mit. Im Juli gucken wir auf alle Fälle im Kino und scheißen wir uns in die Hosen, weil der Insidious 5 käme soll. Krass, ja. Aber die macht jetzt aber auch nicht der James Wan wieder selber, oder? Ich glaube nicht. Aber ich bin dabei, scheißegal. Genauso wie Saw 10. Ja, die haben mich bis jetzt alle unterhalten. Saw 10 haben wir auch Ende Oktober, Saw 10. Da bin ich ja gespannt, weil, also es kann nicht schlimmer werden als Spiral. Nein, geht nicht. Das geht nicht. Ja. Spiral war die Arschbombe überhaupt. Voll Schiff von über den Jigsaw selber, den ich eigentlich nur sehr unterhaltsam fand. Fand ich auch cool, ja. Das hat passt, aber das Spiral war Frechheit. Das absolut. War, als wenn der Regisseur zu mir heimgefahren hat, dann hat mich anspucken, hätte ich mich weniger beleidigt gefühlt. So kann man wir reden immer noch hier über Nippelverhärter, gell? Ja. Aber da ist mir einer zusammengefallen auf alle Fälle. Oh ja, okay. Brezen aber gefallen. Was im Oktober auch kommen soll, ich weiß aber jetzt nicht, wie zuverlässig die Quelle da war, die da gesehen habe, war aber, das ist ja auch schon länger im Gespräch, ein Remake zum Exorzistenfilm. Zum Exorzist. David Gordon Green. Der soll ja auch kommen im Oktober, meine ich, oder? Mitte Oktober soll das Remake von The Exorcist kommen. Er kommt auf alle Fälle das Jahr noch. Und es soll ja auch wieder Teil 1 von 3 sein, was ich da so mitgekriegt habe. Nice. Und ja, mal gucken. Ja, weil David Gordon Green hat ja mit Halloween 1 gezeigt, dass er es mit den Liebesfilmen recht hat. Vielleicht gibt es noch so eine Liebesstory mit Reagan und Pazuzu oder so, keine Ahnung. Ja, schauen vielleicht würde dann die Passage "Lass dich von Jesus ficken" ein bisschen wörtlicher genommen. Gott. Was hat sie getan, deine schmutzige kleine Tochter? Genau. Wird super. Vielleicht, ja, da sind einige Sachen, die man halt dann ein bisschen wörtlicher nehmen kann, oder? Deine Mutter lutscht Schwänze in der Hölle. Das kann man umsetzen einmal, gell? Bin ich dabei, ja. Und im September scheißen wir uns gleich nochmal in die Hosen, weil da kommt der Nan 2. Oh yes. Anfang September. Ein Film, der bei mir leider gewungen hat, also an Qualität der erste. Also ich habe mir jetzt 2 Mal gesehen. Leider? Das ist doch was Positives. Nein, habe ich leider gesagt. Ja. Ein Film, der positiverweise, bei mir gewungen hat. Also ich habe ihn jetzt 2 Mal gesehen und ich fand den nicht so schlecht, wie ihn alle gemacht haben. Also ich gehe sogar so weit und sage, dass der schon in Richtung so Gothic-Horror gegangen ist und siehst, also die Nun ist ja maustot fertig, voll grob und ja, ich freue mich auf den Zweiter. Der Einser hat mir jetzt ich habe ihn jetzt auch 2 oder 3 Mal gesehen und da hat er mir dann auch besser gefallen. Ich finde ihn zwar immer noch nicht so richtig gut und ist eher so im hinteren Feld von dem Conjuring-Universe, aber ich freue mich trotzdem auf den Zweiter, weil, ja, wie du schon sagst, das ist für mich eine der gruseligsten Figuren, die das Fernsehen jemals hervorgebracht hat oder die Kinoleinwand. Ja, die ist Komm mir auf. Da bin ich echt. Aufhören damit. Korbi, wir zwei fahren im November auf alle Fälle wieder auf Nürnberg ins Cinecittà. Da kommt Dune 2, oder? Ja, also das hätte eigentlich schon gereicht. Du hättest einfach nur Dune 2 sagen müssen, die Nippel wären hart gewesen und dann wäre Schluss. Ich möchte jetzt, dass wir die Folge das nächste Jahr zu dritt in einen Raum aufnehmen, dass wir uns dann da wieder drüber sprechen können. Das ist dann wieder die komische Eisenfeder, die harte, was immer so brrr. Na, da gefällt mir echt drauf. Also der erste Teil, der war ja einfach Bombe in dem Kino, dann auch noch in dieser Wüstenwelt unterwegs. Einfach unglaublich gut, habe ich richtig Bock drauf. Und im Dezember kann man nochmal fahren, weil dann die Fortsetzung von dem geilen Reboot von Ghostbusters kommt. Oh ja, da bin ich dabei. Hat noch keinen offiziellen Titel. Weltklasse. Hat noch keinen offiziellen Titel, aber soll angeblich im Dezember 2023 kommen. Und ja, wie du sagst, Mike, ich fand den auch unglaublich gut. Aber es ist kein Reboot, das ist ein Legacy-Sequel, oder? Ja, okay. Willkommen bei Scream 5, wo jetzt die Begrifflichkeiten auseinandergenommen werden. Aber ja, voll. Also dermaßen der Film, der wie Stranger Things einen umschmiegt, streichelt und voll auf dem Schoß sitzt und sagt, jetzt komm her. Jetzt komm her. Am Ende ist auf alle Fälle, dass mir jemand streicheln muss, weil da muss ich ein bisschen weinen. Ja. Na, ganz schön. Sehr schön. Voll, ja. Absolut. Ja. Was aber hoffentlich nicht schön wird oder hübsch grob wird, das ist der neue Film von Brandon Cronenberg. Der hat mich ja schon begeistert mit Possessor von 2020 und der bringt jetzt den Infinity Pool zu uns mit der Mia Goth und dem Alexander Skarsgård. Ich habe mich mit der Story noch nicht wirklich auseinandergesetzt, aber ich habe, wie gesagt, der Brandon Cronenberg gehört und dann bin ich eigentlich schon im Boot.
Also Da ist erst der ich Trailer vertraue dem gekommen, oder? jetzt. Vor kurzem. Ja, Ist da da muss nicht ich grob sein, was ich da so gehört habe. Den werde ich mir nach der Aufnahme dann schnell mal zur Gemüte führen. Mach hab das ich und nämlich sagst auch mir, nicht ob er gut ist. Und habe ich gesagt, ich kann jetzt auch über die Handlung von dem Film gar nichts sagen, weil ich habe gesagt, der Regisseur, da bin ich an Bord. Ja, das gibt einfach ein paar so Instant. Namen, da bin ich immer da. James Wan, habt's mir immer, Cronenberg, egal ob alt oder jung, bin ich immer dabei. Also ein paar so eine Handvoll Kandidaten, die können nicht machen, was wollen, die haben auf alle Fälle mein Geld. Ja, oder wenn wir schon bei der Mia Goth sind, eben diese Sequels und Prequels zu X, Pearl und Maxine. Also ich weiß nicht, ob Maxine schon kommt, aber Pearl kommt definitiv nächstes Jahr. Oder Ja. dieses Jahr jetzt. Bin ja auch heiß wie Frittenfett. X Weltklasse und Pearl kann hoffentlich da mithalten. Ja, da gefällt mir auch schon drauf. Da Oder, bin ich ja du schon weißt heiß. jetzt nicht, wann der bei uns rauskommt, Nein, oder? das weiß ich nicht. Nein. Dass du nichts Aber weißt. das war also ein Kandidat, der im Kino kommt, oder? Hoffentlich. Eventuell, ich werde wahrscheinlich auch über Caplight kommen, so ein Limited Release kann der schon kriegen. Weil in Amerika gibt's dann so schon zum Kaufen, meine Blu-ray kannst du schon haben. Aber bei uns, ich habe jetzt da noch nichts mitgekriegt, wann der starten tut. Tun. Expendables 4 im September. Oh. Nach dem furchtbaren dritten Teil, wie ich sagen muss, bin ich da schon sehr gespannt. Beschissen. Ja, Nach das dem war- grandiosen zweiten, der zweite war ja der beste der Reihe. Ja, und irre, dann der war kommt der irre gut. dritte und hau mir ab. Ja, ich hoffe, dass er weggeht von dem Scheiß, weil beim dritten hat es geheißen, ja, ich möchte ein jüngeres Publikum für das alte Kino dazuging. Hau ab. Übertrieben blutige, reaktionäre Action-Kino der 80er. Und dann macht man aber einen dritten Teil, der für die Jugend ist. Also geht's doch Komm ja scheiße. auf. Aber ich freue mich zwar auf den vierten, weil ich halt einfach aber ich bin sehr skeptisch. Sehr, Aber ich hab trotzdem die Hoffnung, dass es heißt, dritte Teil war ein Schmarrn, tut mir leid, kriegt zum vierten, der wieder sorry. passt. Schau her. Die macht man doppelt gut. Ja, schau. Entschuldigung, sagt er, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Und was für die, Mike? Ja. Du als riesengroßer Fan wirst im Ende Juli auf alle Fälle im Kino sitzen und den neuen Nolan-Film anschauen, Oppenheimer. Puh, da bin ich so raus, alter Ich glaube, Schwede. ich freu mich schon drauf, weil ich seine Filme eigentlich mag, aber mit den letzten Dingen, das war alles nichts für mich. Der Interstellar hat mich genervt, das war alles jetzt zu drüber irgendwann. Voll Teufel. Der Tenet war mir arzt nervig, das hat mich genervt. Und bei Oppenheimer hat man halt endlich wieder mal eine Geschichte, die nicht verwirrend sein wird, sondern einfach nur, wo er sagt, okay, das kann ein cooler Film werden, weil er hat ja handwerklich, ist das immer alles Weltklasse, finde ich, was der abliefert. Und dann kann ich mich da mal wieder hinsetzen und muss mir die ganze fragen, was? Hä? Warum? Aber wann? Wer? Wie? Okay. Moment, ich drücke auf Pause, muss Quantenphysik studieren und dann tue ich weiter. Ja, genau. So ein Regisseur, der die ganze Zeit vorführen möchte, wie schlau das er ist, wie blöd dass du eigentlich bist. Was soll das? Ja, das brauchst du mir nicht sagen, das weiß ich selber, Nolan. Naja, verschrei's nicht. Du hast noch nichts gesehen. Wo ja, aber ich habe die andere Kacke bis jetzt gesehen und das ist ja Nein. durchwachsen. Ich meine, dann kann ich mit Oppenheimer. Also ich Ach habe so. den Trailer auch gesehen und so gepackt hat er mich noch nicht. Nein, also der ist jetzt kein Trailer, der die irgendwie voll packt. Es gibt aber, glaube ich, auch die Geschichte jetzt nicht sonderlich her. Ja. Aber das wird halt ein Biopic, denke ich mal. Und solche Dinger mag ich in der Regel, die schauen wir gern an. Und vor allem eben, wenn dann so ein der Nolan-Stil dahinter steht, jetzt der handwerkliche, nicht der, haha, ich hab die verwirrt und keiner kennt sich aus und ich weiß selber nicht, was ich eigentlich tue, sondern einfach nur sein Handwerksstil an coole Beitel und coolen Score und so weiter, dann glaube ich, wird das cool, das Ding. Und auch was Schönes für die Leinwand. Und ich habe jetzt eigentlich gemeint, wie du zu mir sagst, mir großer Fan und da sitzen wir uns dann ein, habe ich gemeint, du redest von dem neuen Ari Aster-Film, Beau is Afraid. Da hätte ich natürlich schon gesagt, da hätte ich mir eingesessen und dieser gleich auch noch, mit Schwung, mit Anlauf. Wann kommt der? Kann ich da jetzt so gar nicht sagen. Ja, wow, tolle Vorbereitung. Erscheinung 2023, da gibt's noch keinen Termin. Der hat ja den Arbeitstitel eigentlich Caught Disappointment Boulevard und hat jetzt dann auf einmal so ein Teaserposter raus geschissen, hätte ich wohl gesagt, rausgebracht mit dem Titel Beau is Afraid und ja, wie gesagt, Hereditary, einer von meinen absoluten Lieblingsfilme, Midsommar, Weltklasse. Ich sitze mir auf jeden Fall in Beau is Afraid ein. Also Voll. der gibt mir Der ist mit wahrscheinlich dem- wieder genau das, was ich vom Ari Aster erwarte und Der ist will. mit dem Joaquin Phoenix, oder? Ja, genau. Da wo sein Gesicht irgendwie so verjüngen, oder? Irgendwie so. Der Money muss ja fast irgendwie 3,5 Stunden gehen oder so und muss sich da durch das Leben von diesem Beau da durchziehen. Muss jetzt, er geht ja in Richtung schwarze Komödie mit übernatürlichem Touch. Also Ah, okay. Da bin Business as usual. bin ich gespannt. Bin ich auch dabei. Im Sommer haben wir dann nochmal neuer Mission Impossible. Ist das 7. mittlerweile?
Oh, lecker. Da habe ich den Überblick verloren. Ich habe es zwar alle Ich habe eine gesehen. extra Liste mit, die habe ich einfach nur als blöd betitelt. Da steht der drauf. Warum? Warum? Die sind immer besser geworden. Na ja, ich habe es einfach nur mit aufgeschrieben, weil ich finde, der Trailer ist absolut nichtssagend. Also, ja, wirklich null. Schau halt nicht immer so viel Trailer. Du Kretin. Okay. Cracking. Also der steht für mich auf der gleichen Liste wie Indiana Jones 5 mit, wo ich mich frage. Gefährlicher Film. Gefährlicher Film. Warum? Den hab ich gar nicht aufgestimmt als Nippelverhärter, weil ich mir gedacht habe, nach dem 4. ich bin so fertig mit dem Indie, hau ab. Ja, Wenn eben. wir im Spagat Also, auf 2 Autos durch den Wald durchfahren. Einen vierten gibt's ja nicht, es gibt ja bloß 3. Ach so, stimmt, ja, das habe ich vergessen. Den hab ich noch im Fieberwahn, habe ich mir den Schmarrn eingebaut. Ja, ich glaube auch. Das war vom Saufen heimgekommen, mit der Fotzen genau. aufs Tisch-Kick gefallen und dann handelt sie nicht von einem Indiana Jones 4. Klassiker, aufgewacht, Schweiß gebadet, eingesucht. Ja, klassischer Dienstagnachmittag. Nein, bin ich auch echt gespannt. Also ich versprich mir nichts, aber ich bin dann wirklich erfreut, wenn es dann anders ist. Immer, ja. Da bin ich dann auch. Ich werde mir noch anschauen, werde ich dann natürlich, aber ich glaube nicht, dass man da 2 kleine Zeiter auf der Brust aufsteht. Aber er, zwar der kleine Zeiter, werde ich haben. Kennt ihr den Autor Simon Beckett, der Ja. Chemie des Todes und so gestimmt hat? Ja. Chemie des Todes soll als Serie dieses Jahr erscheinen. Ja, da bin ich auch dabei. Ich habe zwar jetzt noch nichts gehört, das ist jetzt das erste, was ich höre, aber das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe das Hörbuch hab ich gehört und das war hervorragend. Also diese Geschichten Super, auch ja. allgemein um diesen forensischen Anthropologen, wie heißt der? Du hast was jetzt bestimmt. Ja, der David Hunter, oder? David Hunter? Weiß ich nicht. Ich muss Glaub jetzt schon, glauben, ja. was du sagst. Weltklasse. Also von mir aus dann staffelweise jetzt Buch oder jetzt Abenteuer von dem Ermittler. Her damit, Bin ich am Start. Ja, ich hab die Bücher habe ich alle gelesen von ihm. Ich glaube nur das letzte noch nicht. Aber als ich das gelesen habe bei der Vorbereitung, habe ich gedacht, geil, Alter, ich flippe komplett aus, ich fange gleich noch das Lesen an. Ja, bin ich am Start. Und was ganz witzig ist, was ich gelesen habe, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass eine Serie zu True Lies, dem Film im Schwarzenegger und der Jamie Lee Curtis kommt. Um Himmels Willen. Ja, ich hab nur gesehen, User-Wertungen waren, glaube ich, irgendwie unter 2. Und eine Note 1,9 oder so, habe ich gesehen. Anscheinend läuft die schon bei den Amis, kommt heuer bei uns. Okay. Ja, ich glaube sogar mal Mark Wahlberg auf dem Battle, das ich gesehen habe. Das habe ich mir nicht genau angeschaut, aber ich fand es irgendwie witzig, dass man True Lies meint, in eine Serie packen zu müssen. Okay, da bin ich gespannt. Vor allem, weil du jetzt die Terroristen auch nicht mehr hernehmen darfst mittlerweile, das darf man nicht mehr. Als man siehe, wie heißt Top Gun 2, da darf man auch nicht mehr sagen, dass Terroristen sind, sondern irgendein Leute, die machen irgendwas. Ja, das wird ja nie benannt. Das ist ja wieder so ein gesichtsloser Staat, der da wieder irgendwas ausheckt. Weißt du, er wird ja nie erwähnt, wer das ist und so. Und bei True Lies war geht er eher noch in reaktionäre Action, wo so noch heißt, ja, jeder, der dunkle Hautfarbe hat, gehört umballert, weil das die Besen sind, fertig aus. Okay. Bin gespannt. Ja, wie gesagt, da muss ich reinschauen. Vielleicht wird das so ein Scheißtrick wie die Taken-Serie. Das war ja Obermist, 2 Folgen habe ich gesehen. Nein, legt's mir mal. Wir haben das bei Fortsetzungen schon gelangt, deswegen haben wir die Serie gar nicht angeschaut. Genauso wenig wie Mr. und Mrs. Smith kommt auch eine Serie. Brauche ich das brauch ich auch braucht's nicht. alles nicht, Freunde. Es kämen ganz verrückte Serien. Also ich war echt überrascht, was für verrückte Serien kommen. Nippelverhärter, okay. Ja. Ja, Was das hast du mir mir Haus aus. Ich hab noch das, wo ich die ganze Zeit mir denke, warum sagt der nichts dazu? Super Mario Bros. Film, Alter. Der Ich hätte kommt mal für mein im- Finale aufgekommen. Ja, dann hier. Ja, Mario Bros. Ist mein absoluter Most Wanted Film nächstes Jahr. Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung, dass sie einen richtigen animierten Super Mario Film kriegt. Der ist ja längst überfällig, oder? Absolut, Irgendwie. ja. Sogar der Ja. Sonic hat schon geschafft. Warum nicht der Mario auch irgendwann, weißt du? Und der Trailer schaut halt so gut aus. Es ist so viel Liebe zum Detail da drinnen, was man da alles gesehen hat, auf was alles angespielt wird, die Geräusche. Ich kriege jetzt beim Rennen, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich an den Trailer denke. Das ist für mich mein absoluter Most Wanted, das Ding. Da werde ich so oft im Kino drinnen sitzen, dass wir irgendwann aus dem Sitz ausschneiden müssen. Also da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Lustigerweise hat Jesse den Trailer mit mir angeschaut, hat da gesagt, ja, hätte man das jetzt auch nur braucht. Wo ich mir gedacht habe, ja, Ja, Das Wort Soli. seit langem. Hast du aufgezogen? ich bin echt gespannt, weil sie packen ja eigentlich alles in den Film irgendwie Voll. mit rein. Wir sehen mal Mario Kart, wir sehen mal die Regenbogenstrecke, wir sehen mal Smash Brothers, Donkey Kong, Todd sind da. So viele Figuren, es ist, ich flipp komplett aus. Und er ist ja von dem Illumination Studios, oder heißt's, die auch die Minions gemacht haben, drum kann der Humor auch passen. Ja,
Ja, also die Erwartungen sind sehr hoch. Da habe ich mir vor kurzem erst ein Ding angeschaut. Ein Ding mit meinem Burm, ein Grinch von diesen Illumination Studios, und ich mag ja den Jim Carrey Film gar nicht, und dieser Grinch Animationsfilm war auch Weltklasse, der hat eben auch diesen Humor von den Minions ein bisschen, und den fand ich auch sehr gut. Ja, da bin ich eingeschlafen bei dem. Okay. Bei dem Scheißdreck. Ah, okay, so und was mich voll überrascht hat, aber dann gleich auch Geld hat, es soll eine Prequel-Serie zu Ted kommen, zu dem Film mit dem Teddybär. Und auch vom Macher, vom Seth MacFarlane. Ja, es soll die Jugendabenteuer erzählen, die Serie. Und das, wenn auch nur annähernd so den Humor von die Filme auffängt, dann ist das ein absolutes Brett an Komödie, weil vor allem der erste Teil, was ich bei dem Scheißfilm gelacht habe. Ja, der ist ja dann einmal auf Bayerisch rausgekommen. Ja, aber das Stimmt. aber das war wieder Scheiß. Das ist wie die Asterix und Obelix bayerisch Sachen. Das ist nämlich, als da die in Minger in der Fußgängerzone drin stehen und her und das Preisen bayerisch. Ja, aber es ist trotzdem Ja, Mann, witzig. ist das gemütlich hier, ha? Haha, mi hast du kaut, hab ich jetzt einen sporischen Dialekt runtergehauen. Aber Halt was doch da noch dein bei Maul. der Serie der Marky Mark auch dabei ist? Na, weil das spielt praktisch in seiner Jugend. Ja, aber vielleicht ist er als Erzähler dabei oder so. Das weiß ich nicht. Aber er wird auf alle Fälle nicht mit seinen 55 Jahren einen 15-Jährigen spielen. War cool. War das wird cool. so ein Slasher, das 30-Jährige, 16-Jährige spielen. Ja, war voll cool. Müsste er wahrscheinlich auch machen wegen dem Humor. Da kannst du keinen echten 14-Jährigen hinsetzen oder 15-Jährigen. Ja. Aber ich freue mich drauf, wenn die kommt. Und ich hoffe, dass die wirklich die Qualität von die Filme mitnehmen kann. Auf was ich mich auch noch richtig freue, habe ich auch jetzt bei der Recherche rausgefunden, es kommt eine neue Gänsehautserie. Und ich glaube, habt ihr die als Kinder auch gesehen? Der Michael Lührmann auf alle Fälle geschmerzt. Oh, Ich kenne nur die Bücherreihe. Die Serie war die Gebildeten. Ja, Lesen ganz Bücher. gebildet. Eingebildet ist er vielleicht. Aber ja, die Serie, ich hoffe, da ist ein Ding dabei, weißt du, der Justin Long, oder was, der jetzt auch bei Barbarian dabei war. Ja, genau. Der ist da mit an Bord und ja, ich hoffe, dass dann nicht so wild wird, dass er dann nicht so droht, wie sie meistens in die Horrorfilme droht. Aber da hat er eine schlechte Karten oft. Ja, da hat er immer sehr schlechte Karten. Ist aber eine coole Sache, dass das kommt. Und was mich erst sehr überrascht hat, von dem ich gar nichts gehört habe, da frage ich an die Mike, hast du das mitgekriegt, dass The Lost Boys, der Film, als Serie aufgegriffen wird und auch schon dieses Jahr kommen soll? Oh Gott. Nein, gar nichts gehört. Gar nichts gehört. Da werden also manche Leute entweder ein nasses Höschen kriegen oder die Gänsehaut auf, weil, ja, ein paar Leute feiern ja den voll. Und die werden dann sagen, jetzt wie eine moderne Serie, wie jetzt auch mit die Goonies 2, da habe ich auch schon die ersten gehört, da gibt's ja eigentlich nur keinen Trailer und nur ein Beitel und man weiß auch nicht, wann der Film rauskommt, aber da wird sich jetzt schon beschwert, weil die Goonies 2 kommt, wo sagt, nein, man darf das nicht. Ja, du warum weißt nicht? wie sind die ganzen Deppen. Der hat den ersten Teil versaut. Ja, wenn er den ersten Teil versaut, dann schau nie wieder Fernsehen, du Trottel. Ich finde das top aktuell. Der Korbi denkt sich, geil, den ersten Teil habe ich erst letztes Jahr gesehen. Ich habe letztens bei Podcast gehört, wo auch einer gesagt hat, ja, die Goonies, die haben halt auch nicht mehr so wie früher, die muss man als Kind gesehen haben, als Erwachsener sind das nicht, da kommt das lächerlich um, und dann kann ich denken müssen. Stimmt überhaupt nicht, voll geil. Ja. Funktioniert, aber kann ich auch nicht zustimmen. Also ich finde, dass der heute noch funktioniert. Ich habe zwar Voll als junger gut. Campi schon gesehen, aber der gefällt mir heute noch. Weiß nicht, ob das da noch mit reinspielt, weil man als Junger gesehen hat. Was man auf alle Fälle auch ordentlich was aufstellt, ist, dass Jackass im Serienformat zurückkommt. Nach dem Erfolg von dem 4. Film bringen sie wieder eine Serie. Das braucht sie wieder gar nicht. Ja, weil du Behinderter bist. Lass mich wieder auch mal was sagen. Ja, für aber, die kommt dann dafür Takeshis Castle wieder zurück. das ist aber schon nicht schlecht. Ja, das ist zwar kein Nippelverhärter, aber ich darf es mir auch anschauen, weil das habe ich früher auch als junge Campi geliebt. Auf Das war immer so Himmels Willen. RTL 2, Takeshis Castle, Dragon Ball Z, Shinshan und der ganze Mist ist da alles so hintereinander gelaufen und ich bin da gesessen und hab's geil gefunden. Und wer macht die Jackass-Serie? Also wo kommt das denn raus? Ist das Ich Netflix glaube oder was? Paramount Plus ist das dann. Aha. Genau. Netflix bringt dafür zum Zack Snyder Army of the Dead eine Serie aus Lost Vegas, Army of the Dead Lost Vegas. Puh, alter Schwede, da bin ich gespannt. Ja, Gott bin ich sei auch gespannt. Dank, Gott sei Ja, Dank. 50-50, oder? Ja. Was für mich also ein Ding war, auf das freue ich mich auf der einen Seite voll, aber nachdem ich weiß, wie es ausgeführt wird, bin ich so skeptisch. Das ist die Gremlins-Serie. Diese Animationsserie. Ja, genau. Ursprünglich haben wir gedacht, geil, habe ich voll Bock drauf. Dann hat's geheißen, das ist eine Animationsserie. Jetzt ist ja noch mal so voll der Knutsch-Look. Ja, ich bleibe einfach mal dabei, dass man einen halben Schrauf aufgestellt hat. Okay. Bei dem Ding. Einen halben. Ja.
Jetzt sei nicht von Haus aus so. Aber haben wir dann jetzt sogar das letzte Mal in den Nippelverhärter darüber geredet? Ja, die ist ja schon ziemlich lang angekündigt, ist aber jetzt, glaube ich, zum Beispiel letztes Jahr erst konkreter geworden mit einem Poster und so und ist jetzt für 2023 angesetzt. Crazy. Crazy as fuck, boy. Aber vielleicht stellt es der Mike jetzt was auf, wenn ich ihm sage, dass das Monsterverse ausgebaut wird in Serienformat noch. Das Monsterverse, das Godzilla-Monsterverse. Ja, genau. Okay. Wir kriegen einen neuen Film auch nochmal. Und dieses Jahr. Es soll dieses Jahr eine noch unbetitelte Serie rauskommen, ja. Okay. Okay, Du, wenn es Leute rauslassen oder machen eine Folge Menschen, eine Folge Monsterkampf, dann kann man sich jede zweite Folge einfach nur anschauen. Also, ja, wenn es Menschen raus und dann alle Monster auf eine Insel und dann gib ihm, bin ich dabei. Oder es kommt vielleicht ein Korb mein Wunsch, eine Vorgeschichte von vor, was weiß ich, wie viele Jahren, wo da nur Monster sind. Das wäre richtig geil. Unbedingt. 13 Folgen, High-Budget Monsterkloppe. Bin ich am Start. Jede Folge 1,5 Stunden. Ja. Bin ich richtig dabei. Das gleiche wünschen wir mal von der Alien-Serie. Der eine von Mel Gibson, Mel Gibson? Ja, oder? Das hat doch der Mel Gibson gemacht, der bei den Maya spielt oder so. Apokalypto. Ja, genau. Ja. So in dem Stil, so stellen wir das vor. Weißt du? Ja. Man versteht kein Wort, interessiert auch keinen. Genau. Aber Godzilla kommt und dann feiern die das oder was weiß ich und dann, ja. Ja, bin ich dabei. Das sollte man mal pitchen. Ja, unbedingt. Aber wie gerade schon gesagt, die Alien-Serie, die soll ja dieses Jahr kommen und die soll ja dann auch auf Disney Plus laufen. Oh, da bin ich gespannt. Der macht ja jeder für die Alvarez, oder? Nein, der glaube ich macht die filmische Fortsetzung. Ah, okay. Der glaube ich macht einen neuen Film und die Serie, weiß jetzt gar nicht, bei wem das die liegt, wer die macht, aber ja, da kann man halt auch, man kann was richtig Geiles machen und das, was mir ich da vorstelle, da brauche ich, da darf ich auf alle Fälle einen Kessel unter die Couch legen. Weil er ausläuft. Aber hallo. Ja, ist jetzt der Walking Dead jetzt nicht mehr dabei, oder? Nein. Ja, mir jetzt auch nicht mehr, weil es jetzt vorbei ist, aber wir kriegen nächstes Jahr einen neuen Stoff und vor allem bei der Daryl-Serie, weil ich fand den Daryl immer als coolsten, da bin ich auch auf alle Fälle angeheizt. Und es gibt dann noch einen Negan und Maggie Spin-Off. Ja, ich hätte lieber ein Spin-Off vom Negan in der Zeit, wo er noch der Motherfucker Negan war, nicht der halt dann zum Schluss geworden ist. Aber ja, kommt halt auch noch eine, aber die Daryl-Serie, da hab ich Bock drauf. Ja, ich weiß nicht. Darf man dann anschauen, wie der mit dem Moped 12 Staffeln lang durch Paris, glaube ich, war der irgendwie verschluckt auf Europa, habe ich gelesen. Okay. Weiß nicht, wie er da rumkommt. Jetzt war ich besucht irgendwo, schläft auf vom Schiff und wacht auf und kommt in Paris aus, oder? Ja, ist wie bei GTA 6 der Trevor, oder? Oder GTA 5 der Trevor. Wenn du einen Charakter gewechselt hast und dann war der besoffen und ist in Unterhosen auf irgendein Dach aufgewacht. Das weiß ich nicht. Mir hat das einmal Spezi erzählt. Er hat gesagt, sie haben in Passau haben sie ein Festel gehabt und aufgewacht ist er in der Tschechei. Einen Tag später. Hat nicht gewusst, wie er da hingekommen ist und wo er aufgewacht ist und so. Na gut, aber. Hätte noch eine gute Party. Ja, auf alle Fälle. Und das der Daryl, der hat auch immer gut sein Mundschein-Eis aufvermengen. Ja. Vielleicht kommt es so. Ja, der kann schon. Also der ist so rau und alles, also das kann dann wieder ein bisschen besser werden als edgy, den Rest. Edgy ist er, edgy. Ja, sehr edgy. Ja. Zeichentrick schaut sich jetzt nicht an, oder? Irgendein Adventure Time angeschaut? Nein, ja. kein Zeichentrick. Ja, du, sehr schön. Falle. Adventure Time kommt auch was Neues dieses Jahr. Ja, und da Gott freue ich mich auch sei schon. Dank. Endlich wieder Qualität. Das ist, Adventure Time ist für mich, da brauche ich keine LSD mehr nehmen, weil ich glaube, so schaut weit aus, wenn ich LSD genommen habe. Das ist so ein Trip, die Serie, das ist irre. Du schaust es und denkst dir, immer wenn ich das laufen habe lassen und es kommt jemand und schaut nur mal kurz rein, schauen sie mir und sagen, was schaust denn du eigentlich für eine Scheiße? Und ich, geil, Alter, geil. Ich habe immer erwartet, dass irgendwann einmal herauskommt, dass die ganzen Geschichten und auch der Stil von den Beatles erschaffen wurde. Ja, also vielleicht. Ohne Scheiß, das Yellow Submarine oder was? Ja, niemanden wundern. Null. Da hatten alle sagen, ach so, ja, okay, dann ist doch ein Meisterwerk. Now it makes sense, ja. Ja. Ja, das waren aber so meine Nippelverhärter, weil die letzten 3, die ich noch hätte, sind Serien zu Spiele, die kämen, Splinter Cell, Twisted Metal und Fallout. Aber da war eben auch noch nicht sicher, ob das alles jetzt 2023 kommt oder jetzt oder nicht. Darum habe ich es nur mal so kurz erwähnt am Rande. Boah, Fallout, wenn's mega kommt, geil. Dann mega sage ich geil. richtig geil, aber ja, man weiß es nicht, wie es ausschaut. Mike, wie schaut's bei dir aus? Was hast du noch? Ich bin raus.
Bei mir war das letzte der Disappointment Boulevard, auch der Bio is Afraid. Ich bin raus, ich habe alles gesagt. Was ist denn dann dein absolutes Most Wanted? Evil Dead. Evil Dead? Absolut. Deins? Boah, ganz im Ernst, also ich freue mich jetzt auf The Last of Us und hoffe, dass das richtig geil wird. Alles andere, was ich halt irgendwie erwähnt habe, da habe ich hier Bock drauf. Also allein bei Ant-Man 3 mit Catherine Newton, die siege einfach stout gern. Ist mir ja scheißegal, was die in dem Teil machen. Hauptsache die ständig irgendwie zu sehen. Und wer übrigens noch so heiß ist wie ich auf Evil Dead Rise, der kann sich die zweite Staffel Creepshow schauen. Da ist die erste Folge ist eine waschechte Evil Dead Folge. Da kann man sich vielleicht die lange Wartezeit bis in April ein bisschen verkürzen. Das kann man ja bei uns nirgends anschauen bis dato, oder? Du musst einen Import holen. Ich habe einen Import, ja, aber weiß ich nicht, vielleicht ist er jemand noch heiß, dann kauft er sich das. Ja, holt euch einen Import. Ja, holt sich einen Import. Oder vielleicht habt ihr einen guten Nachbarn, der zufällig irgendwie hat. Und Kani, was ist bei dir so das Most Nippelverhärtungs? Haben wir schon, das ist der Mario, also oder? Filmtechnisch ist es Super Mario, der steht sogar noch über Evil Dead, sonst war es nicht Evil Dead gewesen. Und serientechnisch geht Last of Us mit Ahsoka Hand in Hand. Sehr schön. Da bin ich auch, vor allem, und ich freue mich schon, weil The Last of Us müssen wir nicht mehr lange warten, das sind jetzt noch nicht einmal 2 Wochen und ich bin so gespannt drauf, also, boah. Sehr schön, das wird ein spannendes Jahr, das 23er. Ja, also, da haben wir echt einiges, auf was wir uns freuen dürfen. Und jetzt haben wir noch nicht mehr für die Spiele geredet, auf die wir uns freuen. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles da soll. Ha. Und vor allem, wir haben ja auch noch gar nicht drüber geredet, was in dem Podcast noch alles passiert. Also Leute, was ihr das Jahr alles erwarten könnt. Wahnsinn. Leg mich am Arsch. Scheiße. Wenn es keine Stunde Mittag macht, dann hat der Tag 25 Stunden, da riechst du was aus. Mike sagt's euch. Ja, aber hallo. Ja, das war wieder schön. Also mir hat's Streif aufgestellt, dass du sagst bei der Runde. Ist jetzt ungefähr 1 Meter weg vom Mikro, ich schrei bloß noch von der Weiden rein. Mir schießt mittlerweile sogar die Milch ein. Das ist brutal. Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Hörer sitzt das auch da und denkt sich, okay, ich habe nur die Hälfte verstanden, aber geil. Mir wurscht. Ja, in der Regel haben wir unsere Hörer sowieso steife Nippel, wenn sie unsere Folgen anhören. Eben, da kommt's Intro und dann geht's los. Dann weil trittst du den wieder Kiesel aus da. Ja, aber hallo, weil wer da nicht sexuell erregt wird, der ist innerlich tot. Mittlerweile haben wir das schon erfolgreich so konditioniert. Ja, voll, ja. Mit unterschwelligen Botschaften. Ja. Das ist schön. Mir freuen wir, unsere Nippel werden auf alle Fälle noch härter, wenn irgendeiner von euch Freibillett, schnell Lentigen auf Steady geht und ein Abo abschließt. Los, schnell, mach jetzt. Flip aus. Das ist 2023, ich hab's bei die Rolex schon gesagt, das Bürgergeld ist gekommen, da kann man sich schon mal so ein Steady-Abo auslassen, in Gottes Namen. Genauso schaut's also nicht anders. Genau, das Staat bloß euch fürs Nix-Tun anscheine, also bloß das ist uns fürs Nix-Tun anscheine. So. Das ist ein schönes Schlusswort, Leute. Richtig. Philosophisch. Die Folge war allgemein ziemlich philosophisch. Ja, gemalt wurde wieder mit Worten. Das ist einfach Kunst. Das verstehst du nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kommentiert bitte drunter, was euch die Nippel verhärtet. Absolut, ja. Vielleicht haben wir das eine oder andere sogar übersehen. Sicherlich. Ja. Sicherlich. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Das sage ich ja. Vielen Dank, dass ihr meine Nippel hier umsorgt habt jetzt vor. Ja, deine geilen Affen. Die liebkose doch gern, deine Nippel. Oh, das weiß ich doch. Das ja, ist dann, aber vielen Dank. Oder, ja, bitte. Ja, dann freuen wir uns, wenn es das nächste Mal wieder einschaltet beim besten Podcast der Welt. Nicht vor 2023. Nein. Noch nicht, das müssen wir erst beweisen. Okay, passt. Servus und Habitäre. Macht's es gut. Adieu.